Willkommen zu einem anderen Cindy Wushu Juni Video. Wir haben jetzt gestern ziemlich schlecht Wetter gehabt, also geregnet. Das hat mir die Idee gegeben zu diesem Thema jetzt, und zwar Training in sehr engem Raum. Was man machen kann und wie es euch kann, von Vorteil sein kann. Jetzt, ich bin extra hier rausgekommen, weil innen nachher ist es ein bisschen unpraktisch. Ihr seht hier, ich habe einen ziemlich limitierten Platz. Oder wir haben jetzt hier den Kiesplatz, wo ich mich nicht zu fest bewegen kann, nicht zu gross bewegen kann. Und dennoch kann ich ziemlich komplett trainieren. Was ich in erster Linie natürlich machen kann, sind ganz einfache Grundübungen. Wie einfach Mabu stehen. Wie einfach Gungbu stehen. Wie Subu stehen. Wie Siebu üben oder Pubu-Übungen. Das, was ich Sonnenaufgang, Sonnenuntergang nenne, das hier zum Beispiel. Oder auch ganz einfach Wechsel links, rechts. Das alles braucht nicht viel Platz, das kann man jederzeit machen, egal wie wenig Platz das man eigentlich hat. Was man weiter kann sehr gut üben in engem Raum, das ist der Kraftausdruck für die Schläge. Daran arbeiten, dass die Koordination von Bein in die Hüfte, in den Körper, raus bis in die Hände funktioniert. Es muss nicht besonders stark sein, es geht mehr um das Zusammenspiel. Zum Beispiel, wir stehen im Mabu und üben einen Seitwärts-Faustschlag. Bam. Einfach schauen, dass zum Beispiel hier die ganze Rotation mit den Beinen zusammenstimmt und dass unsere Faust wirklich am Schluss gleichzeitig mit der Bewegung draussen ist. Natürlich nachher kann das Ganze intensivieren und schauen, ob man hier auch intensiver wird, durch das ganze Drehen vom Körper. Das kann man mit jeder Sorte Schlag machen. Das geht auch gegen vorne, Tag. Zuerst wieder schauen, wie passt es zusammen. Kann ich es nachher zusammenbringen, dass wirklich von hier aus die Kraft kommt. Für Fußschläge, für offene Hang, für Fingerstiche, für Handkantenschläge. Bam, zack, zack, bam. Bam. Habe ich hier auch Druck vor und nachher. In verschiedensten Talus haben wir die verschiedensten Bewegungen und Übungen. Ich habe Wechsel von Gungbu zu Subu. Gungbu, Subu. Gungbu, Subu. Alles das üben. Von jedem Stand, jeder Stand. Ich kann kurze Sachen üben, zum Beispiel ein Siebu-Siebu-Wechsel mit Hand, wo ich Tack und Tack und Zack und Zack. Zum Beispiel so wie das. Ich kann wiederholen und üben, dass ich Sicherheit im Stand gewinne, dass ich Sicherheit in den Bewegungen, in Bewegungsabläufen von Schlägen gewinne. Ein Beispiel ist ja auch Hung Chuan. Sind wir da vorne, da kann man 1, 2, 3. Wieder von hier. 2, 3. Und 2, 3. Und 2, 3. Mit dem hinteren Bein stoßen, dass das zusammen ist, zum Beispiel. Und so könnt ihr wählen, aus jeder Talu, die ihr kennt, Bewegungsabschnitte, Serie, die ihr besser könnt, Serie, die ihr weniger gut könnt. Tut aber sehr stark daran arbeiten, dass ihr die Koordination und die Gleichzeitigkeit von der Bewegung bekommt. Auch wenn es eigentlich eine schnelle Talu ist. Lienzach kommt schon an 3. Der Anfang zum Beispiel kann man sehr gut üben, indem man hier einfach Bewegungen macht, sehr konzentriert, runtergeht und
Rauf. Ein Teil fertig. Wiederholen, von Anfang an. Das ist nur ein Schritt. So viel Platz findet, glaube ich, noch jeder. Was ihr natürlich auch machen könnt, ist an Ort und Stelle Fitness. Das lockere Stehen, für das ihr könnt zum Beispiel das Vorkumpen üben, für einen Angriff. Oder auch das Gegenteil, zurück für eine Verteidigung und immer wieder zurückkommen. Seitlich, seitlich, vorne, hinten, vorne, zurück, abwehren, seitlich gegen Angriff, seitlich gegen Angriff. Also Sachen, lasst eure Fantasie ziemlich freien Lauf. Natürlich, was wir auch üben sind, Beine, ganz gäbig. Man braucht nicht viel Platz, nicht gerade gegen eine Wange, aber dort, wo man frei hat, zum Beispiel gerade vorwärts kicken, gerade unten rauf kicken. Schön Technik anschauen, Knie, Füße oder einen gestossenen, das dann tun. Mit Fersen können wir natürlich auch das Ganze mit Zehen stossen üben. Ein Yen-Tway. Zack. Und zurück. Die Höhe spielt nicht eine Rolle. Es spielt eine Rolle, dass ihr das macht. Versucht zumindest die Hüfthöhe herüberzukommen. Hang-Tway. Aufziehen, stossen. Zurück. Aufziehen, stossen. Zurück. T-Tway. Kann man sehr gut Ort und Stelle machen. Halt ohne viel Anlauf. Da, gegen haben wir meistens genug Platz. Ich glaube, über T-Tway existiert dann ein Video, wie man sich üben kann. Diagonale, von innen gegen raus. Muss ich halt in die Länge stehen von meinem Raum, weil da nehmen wir an, wäre jetzt die Wange. Und dann halt hier. Mit Schlagen, ohne Schlagen, spielt nicht eine Rolle. Fussen gegen innen. Fussen gegen innen. Sehr gut. Geht er schräg. Immer wieder mit dem Schrittchen zurücknehmen. Seitlich. Seitlich. Seitlich ist gleichzeitig eine sehr gute Fitnessübung. Also, versucht, überlegt nach. Wo könnte ich, was könnte ich, wo habe ich meine Schwierigkeiten, wo ist eine Passage, die ich nicht gut kann, wo habe ich eine Unsicherheit, allerdings überlegt aber auch, was ist mein Starke. Okay, jetzt versuche ich das auf verschiedene Art und Weise. Eine starke Bewegung, nicht die ich gerne habe, wenn ich komme. Bam. Ja. Das ist ein Schulterhand-Way. Vielleicht tue ich gerne unten durch üben. Dann mache ich das immer wieder. Rund. Bam, da hat man zum Beispiel für die Schwan 3 zum Weitergehen. Tut einfach irgendetwas nehmen. Vor allem Faust könnt ihr so sehr gut üben. Versuchen, seid kreativ, braucht Fantasie und tut somit euer Repertoire erweitern und vergrößern. Also, merci vielmals fürs Zuschauen und macht einfach weiter. Gebt nicht auf, egal was das Wetter ist, kalt, warm, regnerisch, schön trocken. Es gibt immer eine Möglichkeit zum Üben. Schön zusammen.